Ja, Freunde, so spielt das Leben. Es hat auch nicht lange gedauert. 2 Versuche habe ich gebraucht insgesamt und bin plötzlich hier gelandet. Krass, war. Was Oscar alles bewirkt. So, wenn man sich natürlich ein bisschen umguckt, sieht man da noch. Den Typen da kennen wir. Das da ist irgendwie neu. Vor allem verstehe ich nicht ganz, was das bringen soll, wenn man jetzt da rüber geht. Das ist ein brennender Typi. Ich meine, was bringt es, da jetzt rüber zu gehen? Er kann ihn gar nicht löschen. Was hier aber was rein noch angenehm finde am Level, was ich erst zu spät gesehen habe, am Anfang dort unten, man sieht jetzt nicht mehr so gut, doch dort. Man sieht dort die grüne Plattform ganz weit weg. Und dort hat es noch 2 Typen, die einen ja werfen. Und der eine wirft einen ja hochkant, statt weit. Und dort gibt es ja auch ein Leben, was man sich so relativ leicht jetzt mal ergattern kann. Also man kriegt hier doch relativ human, finde ich, obwohl es hier mit dem Werfen teilweise ein bisschen sehr kurios ist, wie ich finde, kriegt man doch schnell ein Leben. Und auf dem Weg hierhin kann man mit Yoshi auch ein paar Leben farmen. Also von dem her, der Weg hierhin ist ein bisschen lange, finde ich jetzt, dafür, dass hier sowieso so ein nerviges Secret-Level ist, aber hey. Hauptsache, wir haben es geschafft. Und wir haben 77 Insignien. Sehr schön. Wir haben sowieso noch ein großes Ziel gesetzt, irgendwie in den nächsten paar Tagen will ich gerne alle 120 Insignien sammeln, das sprich auf Vorrat aufnimmt, damit ich nachher was anderes zocken kann. Zum einen erscheint bald Pikmin 3 Deluxe Edition. Also halt, wenn ihr hier die Dinger hier seht, wenn ihr die Folge seht. Nein, beziehungsweise wenn ich die aufnehme. Sobald ihr die Folge seht, ist es glaube ich schon irgendwie Mitte oder Ende November, also schon relativ spät. So ist es halt. Und ja. Ist ja 10 Palmen brauchen die. Was? Nicht nur das, sondern ich will auch gerne, solange es doch mal wieder Zeit ist, finde ich, nach der langen Zeit wieder mal ins Pokémon-Universum einsteigen. Da dachte mir so, hey, fang doch einfach mal einfach an mit den Let's Go-Teilen. So wegen, wieder mal alle 150 Pokémon farmen, geil, und dann auch Mew irgendwie kriegen und Meltan und so. Und nachher dann wird es dann abgehen auf Schwert und Schild und so. Aber egal. Das ist ein anderes Thema. Für vielleicht ein künftiges Projekt. So, oh nein, ich war nur kurz weg und nies. Ich kann es ja glauben, das war nun halt sehr übel. Eine davon steckt in dem feurigen Schlamm. Ich könnte heulen. Ja, tut mir leid. Kann man durchaus verstehen. Ja, komm. Also muss auch nur Zeitdruck, okay. Mann, hier haben wir den gleichen Scheiß. Also zwar nicht ganz verstehe, wieso es auf Zeitdruck ist, weil ich habe noch nie gesehen, dass die irgendwie Probleme hatten, wenn die zu lange jetzt hier drin waren. Okay, warte mal. Das ist sicher der dritte hier, der zählt doch sicher. Ja, wo ist das doch, okay. Jetzt müssen alle hochgefreut sind, der andere so, was macht man da am besten? Soll ich ihn das saufen lassen? Er ist eigentlich mein Gegenspieler. Okay, ist meine Tochter. Aber es will so nervigen Typen heiraten, den mag ich gar nicht. So. Schon mal die Hälfte. Ich habe ein bisschen Schiss, wo Nummer 9 und 10 sind. Ernsthaft, so eine kleine Pfütze. Nein, ich nicht. Muss mal gucken, wo die noch sein könnten. Was gucken wir nach oben? Da ist bestimmt keiner. Da haben wir noch einen entdeckt. Ne, da ist sicher keiner. So. Hätte man das auch. 3 Stück Fehler, was soll überall sein? Ja, da ist sicher einer. Hä, WTF, wo soll noch mehr sein? Die ist so gut versteckt.
Einen haben wir gerade gesehen, ja sogar einen zweiten. Okay, 9 sind relativ auf dem Weg. Aber wo ist denn der letzte? Ja, wieder die Scheiße. Ah, da hinten! Was? Geboren? Oder? Hä? Da haben wir am Schluss ganz etwas Creepiges gesagt, okay. Oh, ich hab versagt, Mama mia. Keine Sorge, Mario, ich weiß, wo sie jetzt sind. Alle 10 liegen doch eigentlich ziemlich auf dem Weg. 10 Palmer brauchen dich. So, nachher ist Mario Morgana dran, dann machen wir noch Kapitel 8 und dann haben wir die Welt soweit auch durch. Was noch fehlt, aber schon erwähnt, die 100 Münzen Insignien, die hole ich aber aufs Gewinn. Weil ja, 100 Münzen farmen, ganz ehrlich, das dauert. Die Secret-Dinge muss ich erst ein bisschen vorbereiten. Die Frage ist, ob wir dann uns auf den Weg nach Corona Mountain machen, weil ich eben erstmal wissen will und auch muss. Gibt es dort noch Insignien, bevor wir Peach retten? Oder wie genau ist es dort? Oder vor allem auch blaue Münzen, vielleicht gibt es dort echt. Ich bin nicht mehr sicher, aber das Problem ist halt, ich bin damals nie nach Corona Mountain gekommen, wirklich. Das ist vorher schon das Spiel mal unterbrochen. Kennst du ja eigentlich nur von anderen Let's Plays. Oder Walkthroughs und hast nicht gesehen. So. Ja, wir können den eigentlich übersehen, der liegt direkt auf dem Weg. Wieso dauert das eigentlich immer so lange? Manchmal ganz ehrlich. So, dann haben wir doch gesehen, dass der dort noch ist. Jetzt mache ich den da. Genau, dann haben wir hier einen. Wir helfen den Palmas, la 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 la. Das ist einfach so eine Rasse, sage jetzt mal, die ein bisschen unterschätzt wurde. Also ich finde es ein bisschen schade, dass halt jetzt nur vor allem hier in Sunshine geht. Es gibt auch andere Mario-Spiele, wo sie ein bisschen vorkommen, aber das ist eher ein bisschen die Ausnahme. Wo ist denn der letzte wieder? Moment. Da vorne ist noch eine große Pfütze. Ich hoffe, dort ist er. Ja, das könnte sein. Jo, da ist er. Nicht auf dem Weg. Beziehungsweise sie. So. Ja, und nun? Also jetzt zurück zum Omacker und sagen, hey, ich hab's geschafft. Hey Typi! Du hast bloß nur Mama gerettet, wie schon dir etwas. Nimm dies als Belohnung. Ja, yeah, Mann, das ist schon unsere 78. Insignie, Freunde. Ich könnte durchdrehen. Vor Freude. 78 Insignien. Das ist doch so geil. So, Freunde, jetzt auf zu Mario Morgana, der noch hier drin ist. Nachher müsste sich ja das Tor zur Hölle auftun, also nach Corona Mountain. Dann Kapitel 8 hier, ich würde gerne noch ein paar blaue Münzen farmen.
Also 3, 4, aber ich glaube irgendwie noch eine Erinnerung. Erstmal natürlich gucken, was überhaupt Kapitel 8 denn ist, war. Ist halt auch immer so, je nach Kapitel kannst du halt gewisse Münzen oder gewisse Plätze gar nicht erreichen. Jetzt wieder diese Brennspur hinter sich, warum auch immer. Er fühlt wohl Feuer und Flamme, war. Das kann ich auch. Aber trotzdem, warum diese Feuerspur oder diese brennende Farbe nur in dieser Welt nach sich zieht. Ah, das vergesse ich dir nicht. Ich auch nicht. Ich meine, es gab immer eine Insignie dafür. Die Frage ist doch, als Insignie hier lassen, erstmal kurz noch blaue Münzen farmen. Zum Beispiel die hier. Wo ich gerne wüsste, woher die kommt. Ah, die ist dort. Das ist aber ein weiter Weg. Wobei geht. Okay, da wird der schon am Blinken und so. Scheiß Wind. So. Auch schon die zweite blaue Münze hier. Ich glaube ansonsten, vor allem solche markierten Dinger gibt es nicht mehr so viele. Ich weiß noch von einem M, wo noch irgendwo ist, irgendwo weiter unten. Was man sich noch holen müssen, aber ansonsten glaube ich, gibt es nicht mehr so viel hier. Nummer 79 und trotz allem bereits 3 Insignien in einer Folge. Und jetzt vor allem bin ich gespannt, was jetzt passiert. Oh, der ist sogar hier. Also. Wieso wird er hier rausgeschmissen? War los. Und Raketenaufsatz? Der Corner Mountain geflutet. Ey, ich meine, der hat hier alles geflutet. Warum? Wie gesagt vorhin, das kenne ich so gesehen nicht. Das ist jetzt ein Zeitpunkt, wo ich noch nie selber gespielt habe. Du hast die Frage, gibt es gewisse Dinge, die ich nur jetzt erledigen könnte? Was es anbieten würde, also mit Yoshi ja weniger. Mal by the way, wo sind eigentlich meine Aufsätze? Die sind weg, ich habe keine Raketenaufsätze. Nein, also keine, ihr wisst schon, Dreck weg Aufsätze. Verdammte Scheiße. Toadswerf, was ist los? Toadswerf? Was? Toadswerf, quatsch mal mit mir. Blablabla. Was? Wasserstrahl kommt vom Himmel, er ist heiß? Was quatscht der Typi? Wo kommt denn ein Wasserstrahl, der heiß ist? Okay. Naja, einen Stern haben wir schon. Also, ob es der ist. Und das ist ein bisschen doof. Super. Wer keine anderen Aufsätze. Warte mal. Ich komme da schon rüber, keine Sorge. Na toll. So vermutlich eher weniger. So schon eher. So. Was gucken die da? Es ist wirklich hell, dass unser Insignie das rein zurück. Ja, die meisten aber schon. Ein paar fehlen noch.
Carolina, Corona. Also, nice, hier wird ein bisschen anders, war. Ja, die Frage, Freunde. Soll ich jetzt schon das Spiel, sage ich jetzt mal, zum ersten Mal beenden? Ich bin mir nicht sicher, was genau kommt. Muss ich jetzt einfach hier Mario Morgana verfolgen, bis da irgendwie was passiert? Und nachher könnte ich zum Endboss-Fight gegen Bowser Jr., nehmen wir jetzt mal an, dass der ist. Also ich weiß schon, wer es ist. Ich will ja nur für diejenigen, die nicht wissen, was noch alles kommt, ein bisschen Spannung aufrechterhalten. So, wir dazu zur Spannung aufrechterhalten, wa? Oder, warte mal, war es sogar so, wenn ich jetzt wieder rausgehe? Also, ich kann gar nicht raus. Sehr schön, dankeschön. Oder eben noch nicht der wirklich Endboss-Fight kommt, sondern dass es einfach nur halt noch quasi wie eine erste Welt ist. Könnte ja auch sein. Das erste Level von der neuen Welt, so herum. Wäre es noch besser. Boah, Dampf. Was in der Sauna. Oh oh, das war ein Fehler. Oh, das wird wehtun. Alter, Instant-Kill-Pfeile. Wie gesagt, ich kenne das Level nicht. Ich weiß nur aus Erzählungen, dass hier, wie gesagt, irgendwas dann passiert und so. Aber ich war noch nie hier. Ich habe noch nie selber gezockt. Premiere, Freunde, Premiere. Gut, wie eigentlich so auch einige der Kapitel, die wir bereits jetzt hatten. So. Wir sind bereits raus, heißt, wir gehen relativ schnell wieder rein. So, jetzt sind die weg. Jetzt warte mal ganz kurz. Ich hoffe, das Feuer kommt nicht wieder. Und haben wir schon. Alter. Scheiß Fisch, mal die erste blaue Münze. Das soll man eben ja auch sagen, dass es hier doch relativ viele blaue Münzen geben soll. Die Frage ist, sind die vielleicht auch hier auf den brennenden Plattformen zum Teil? Achso, den zünden sie mit der Zeit einfach wieder. Arrivederci. Ja, danke, Mario. Ach du Scheiße. Die Frage ist dann wirklich, warte mal. Kurs verlassen. Die Frage ist halt, Moment, ich will jetzt einfach mal ganz kurz wissen, was passiert, wenn ich jetzt draußen bin. Rein komme ich ja jetzt. Aber ist jetzt trotzdem alles geflutet? Nö, jetzt nicht mehr. Rekord in der Schlänge verursachen Überschwemmungen. Hat nachgelassen. Und der Meeresspiegel hat sich normalisiert. Okay, sehr schön. Trotzdem ein paar Typen noch hier oben. Ja gut, Freunde, machen wir es. Was ich an den gelben Vogel gesehen habe? Den machen wir es doch so, wie bereits geplant. Ich hole mir jetzt noch die letzte reguläre Insignie in der Welt da oben. Vielleicht kriegen wir dann noch eine weitere blaue Münze. Hätten wir sogar 81 Insignien insgesamt. Krass geil. Und dann würde ich, glaube ich, doch nach Corona Mountain wieder zurückbegeben. Einfach einmal deswegen zu gucken, hey, wie groß ist das Level wirklich? Würde bereits der Endboss-Kampf kommen? Könnte ich auch noch blaue Münzen irgendwie farmen? Oder wie groß ist überhaupt das Level? Eventuell das Problem, ich sage jetzt mal. Also Problem. Ich muss vielleicht anders sagen. Wenn ich das so mache, was zwar prinzipiell möglich ist, würde ich halt vor der letzten Folge vom Let's Play wieder schon mal den Endboss dann spoilern oder zeigen, wer der Endboss ist, wie wir Peach zurückkriegen und so. Andererseits, wenn ihr sowieso der Corona Mountain durch muss, ist die Chance eigentlich sowieso, also ich das auch so gedacht, weil ich dort noch blaue Münzen farmen kann, dass ich halt erstmal den Boss besiegen muss, danach weiterspielen kann und dadurch dann halt noch die restlichen blauen Münzen einsetzen könnte. Durch Insignien. Können wir mir auch vorstellen. Aber jetzt bereits zum Endboss? Da halt dann in den nächsten Folgen?
wobei, warum eigentlich nicht? Eine Option und Überlegung wert. Egal, Freunde, das war soweit mal zu Konoha Mountain. Wir haben es gesehen, was uns ein bisschen erwarten wird. Je nachdem, sage ich vielleicht, jo, nächsten Folgen mache ich mich mal auf den Weg. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Auf alle Fälle erstmal nächste Folge hier, die Welt hier beenden. Und dann gucken wir mal, was noch alles abgeht. Hier bei Super Mario Sunshine. Bis dahin, bye bye.